Dann ich mich ganz herzlich willkommen auf der Pressekonferenz am Vierfeld von den zwei UEFA Women's European Qualifiers Match von unserer Levin gegen Schottland. Den ersten ist ein Heimmatch bei Heim gegen Schottland am Stade Emil Meurich, den 3. März gespielt wird und dann den 7. März bei Schottland. Kommen wir zum Kader. Am Goal als Dama Götz, Joe Jung und Lucy Schlimme. An der Verteidigung Dana Barbosa, Dama Scherkan, Kimberly dos Santos, Lian Freimann, Dama Krämer, Rita Leite und Andrea Machado. Am Mittelfeld Marta Esteves, Dedina Kotjan, Olivia Konsbrück, Katharina Lavinas, Letizia Matthäus, Laura Miller, Dana Mini und Charlotte Schmidt. Und am Sturm Tana Dietrich, Caroline George, Charlie George, Rachel Kirps und Demi Thompson. Die könnt ihr gerne erfreuen, um den Nationaltrainer da zu unterstellen. Dann du hast so ein paar Spielerinnen gebucht, die nach Jungburg sind und umziehen, zum Teil. Und dann andere sind nicht dabei, sind mal Klaschgerste, Tanushka Basch zum Beispiel dabei, und schon ein Lorenko fehlt, du kannst was Erklärungen dazu geben. Ja, Joanna Lorenko ist Birsch, weil hat das Elite-Sportlerin, muss 3 Monate IB machen, die könnte nicht drauf, darf nicht drauf kommen. Dafür ist halt nicht dabei, dafür ist Israel dabei, am April. Tanushka Basch, das ist zugeschlagen. Das sind nicht die Kriterien vom Profil, die wir gebraucht haben, weil auch mit 200% viel ist. So wie Leila Schmidt, auch leider nicht verfügbar ist, weil das ist Premiere und konzentriert sich den nächsten Monat voll auf seine Premiere, weil das priorisiert wird, was ich auch gerade verstehe. Dafür sind die 3 Minuten nominiert für diesen Match. In dem Kontext, mit den Spielerinnen, die heute spielen, ist es auch wichtig, dass das Championat endlich genug geht. Und kannst du vielleicht nur so, das zweite Spiel, der am Wandtag den Nacht gespielt oder die schon ein Match verwickelt, weil das ja relativ nur drüber ist. Ich meine, das sind am 20. und der Match ist am 3. Also ich spiele nur ein Match, weil als Pause. Okay. Weil ab Montag als das UEFA-Fenster aus. Das UEFA-Fenster ist nur mit lang gehen. Ich mache unsere ganze 2 Wochen, ich mache noch ein ganz Woche immer so ein Training drin. Das für so nicht der Fall war, für so hat man für dich und noch gespielt im Match, haben wir eine ganze Woche und das Spiel mal recht. Und dann stand ich mir von Montag bis nächste Woche Montag drauf, da haben wir ein Dienstag Match. Das heißt, dafür können sie nicht also freie Spieler geworden, die ganz bei der Nationalkippe und das ist für alle Nationalkippe so. Dafür haben wir sogar im ganzen 2 Wochen Platz eingebracht. Das war auch ein Demand von den Vereinen an der Versammlung von der UEFA für das zu machen, weil dann spielen sie Championat, sie machen nach einer Recup, dann kommen sie bei Nationalkippe, die spielen die 2 Matches in der Nationalkippe, das zweite Match ist so Samstag, dann kommen sie sonntags vielleicht zurück, sind sie gemeinsam im Verein, aber der Verein dann nicht, mit dem Verein war ein ganz Woche noch für 40 für das nächste Weekend. Früher war es Dienstag gespielt, Mittwoch zurück oder Donnerstag der Verein zurück, also Samstag gespielt, das war die 2 Tage Pause, 2-3 Tage Pause. Also konnten sie nicht so viel was nicht schaffen oder hin gucken, dafür ist das war dann eine Info von Vereinen am Ausland allgemein, dafür ist das gemacht und dafür ist es auf dem Match, also nur als Pause. Da hast du viel drin schon ein bisschen angedeutet. Der Kader ist ja ein bisschen en fonction auch von der schottischen Equipe zusammengestellt. Wie musste du ein Match so taktisch umgehen oder die 2 Matches und außerdem war der große Unterschied hier wert gehen, was evident ist, dass die mentale, aber auch die physische Vitesse und Terrain dann den richtigen Racken. Wie kannst du da so Gegner wie Schottland eben affrontieren? Also wir haben keiner so mal selber, es sind immer Profile, die beikommen, die wegfallen, ein paar zum Gegner, das ist richtig. Wir haben Schottland relativ viel lange analysiert, die letzten Wochen am Ende mit meinem Trainerteam. Wir
weißt du genau, wann dabei du könnt, da weißt du, wie System zu spielen, ich bin am 3-5-2, ich spiele ganz athletisch, das geht ganz schnell, das ist wie englischen, britischen Fußball. Wir haben die Fälle, wenn wir so ganz vor dem Training haben, können wir so dementsprechend viel bereden von der Intensität her, auch vom Mentalen her, weil aber nur ein positiv ist, dass wir haben aber schon so ein Match gespielt. Wir haben Schweden so gespielt, wir haben England gespielt, wir haben Türkei gespielt, wir haben schon die Matches, haben wir schon die Erfahrung, haben wir. Ungarn haben wir, Vorbereitung haben wir, wollten wir den Hund, du wennst, wenn es die Intensität, wenn es Athletik. Dafür, also das sind ganz klar überzeugt, dass die Kippe mehr wie Februar ist am mentalen Bereich, am physischen Bereich, von alles, im Weekend alles gut lebt, ein Kind verletzt, da wird auch da ein Brett sind, und Motivation ist ganz hoch bei den Trainerinnen und bei den Spielerinnen. Dafür, darunter wird nicht hängen, und nur werden Detailer einen Unterschied machen, respektive wir wissen, dass Schottland aus der Liga A aufgestiegen ist und Redden aufsteigen und die wird noch die ersten Matcher in Eis, wenn wir volle Punkte hören, wir werden aber gucken für ihn Leben so schwer wie möglich zu machen und probieren als best Gesicht zu weisen. Also als Ziel, wo ist man selber gesagt, ist einfach nicht einen Punkt zu hören. Wir können hören, aber wir können hören gegen Schottland, werden wir die noch gerne halten. Wir wissen, dass Israel so die realistische Kippe ist, wo wir können mit Notdruck kommen. Auch wenn die darüber da sind und drüber sind, wissen wir auch. Von dem uns Albanien daheim gewonnen, die Ligue B spielen, seit 2 Saisonen. Das wird dann nicht gegen Israel auch Punkte hören. Das ist nicht Priorität, aber wir haben noch gut nicht auf Israel konzentriert oder auf Belgien. Wir haben gut kein Match geguckt, also schon Ragolus mit etwa 10 Minuten. Wir haben süß, also Fokus ist nicht mehr auf Schottland, und der ganze Reich interessiert im Moment gut nicht. Deswegen nur die heute 2 Matches, die interessieren dafür. Dass man die 2 Matches hoch andere Nähe spielen, kannst du vor dem Viertel für Reise oder auch für die Gegner, aber du brauchst schon auf Gegner zu konzentrieren. Also 2 Systeme, 2 verschiedene Gegner, da gucken wir, wie das ist, das suchen ein bisschen weiter. Nief de Goalkeeper nun nach einer Rückschluss aus dem Match auf Zypern, die du applizieren wärst, Schottland? Ja, schon viele Spielerinnen wirklich Pluspunkte gekriegt. Zum zweiten Match. Spielerin, die Männer Spielzeit hatte, 4 Drohnen, die wirklich Punkte gesammelt haben. Auch so, wenn die Spielerinnen, die dann zum Training waren, die jung, die wirklich Gas geben, die wirklich viel gut gewesen an wirklich agréabel aus mit die 23 Spielerinnen sind 23 Spieler, die können Sifrikan aufhängen. Und das ist wichtig für uns, dass Sifrikan zurückgreifen, weil Sifrikan Niveau, Sifrikan oder Profil, die ich kann gebrauchen gegen Schottland. Und dafür wird Konkurrenz relativ interessant. Und hoffen, dass die Trainer 100%, dass wir die Ziele sagen. Da muss es sich schon auf Diskussion von den Stadien schwätzen. Das ist ja irgendwie Dauerthema immer, wenn da ein Kandidat in Luxemburg spielt, dann als letzte Klang, du hast man die Meinung schon gesagt, die kannst vielleicht nachher nur darauf angehen, nachdem es bekannt wird, dass er am Hemdenpark auch spielt, wenn je dann der Pendant zum Stade Luxemburg von der Welt. Ja, und das beim Hampton Park spielen, das ist so flott, das ist sehr Erfahrung, das ist ein historisches Stadion, das ist alles. Wenn wir im Ausland gehen, ich meine, wenn wir in Schweden waren oder in England, war doch so oder so sind, gehen wir ein großes Stadion spielen, weil die auch haben. Wir haben just ein Stadion, das ganz teuer ist. Wir haben nicht viele Zuschauer, nicht genug auf jeden Fall, für den zu füllen. Das heißt, wir müssen immer gucken, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht, ein Stadion von 8.000 Plätzen zu spielen, wo 1.000 Leute vielleicht kommen. Und wir wissen, wenn wir das schlecht ist, dann kommen vielleicht noch 800 Leute oder 700 Leute. Wir sind relativ remote hier im Land, und wir sind auch kann die Match gut, Match auch okay ist, kein Problem. Die Diskussion ist immer, können wir sich über die sozialen Medien oder der Presse, weil verschiedene Leute mengen, wir sind immer gleich gucken mit den Jungen und mit den Männern an, die Realität ist ja ganz anders. Also wir haben ein Stadion, das so groß ist, wir können ein Zwischenstadion von 3 Feldern am Platz, wo wir Kinder spielen, die Sinn machen. Und wie es so eine so tun.
ich finde Aufrufschaft für Politiker, wenn er für Deputiert, vielleicht mit am Stadion, die selber schon drin. Das wäre für die Luxemburg. Wir haben so in der Farm, 8. März, das ist eigentlich, wo das, ich bin 3. März, das Nationalkipp Ligue B, und das Ministerium, die am Stand war, in das zu machen. Und da wollten wir aber das Budget, dann ist gestimmt, weil kein Budget ist, aber das Stadion dann so teuer ist. Und das ist nicht immer eine Föderation schon zu gehen. Want wie de Luxemburg even niet formeren, het ministerie de Egaliteit even niet formeren, het sportministerie even niet formeren. En die zullen geen stemmen daar dan. Terwijl er genoeg stemmen bij die nou veel rondom te maken, dan kun je nou een zin evenement door maken, dan heb je geen evenement door maken, maar die willen dat niet doen. Die willen dat toch te schwatten, maar niet iets te maken. Van de discussie in van een keer zullen we zien, wel stattvallen, wel misschien heb je te veel. Also, dus zum Beispiel darüber äußern, aber keiner zu machen. Dafür bin ich froh, dass wir können auf der Vorder spielen, wir gehen immer gut empfangen, du, respektive, so sind wir, egal wo wir dafür, wenn wir dabei waren. Und dann, in Fall ein kriegen wir vielleicht ein Stadion, den 3000 Leute hat, oder 4000 Leute hat, die vielleicht noch für also 20 gut oder für 19 gut oder für Reis, dann müsste das durch dazu gehen. Oder müssen vielleicht Kasten machen, dass sie drehen kann, die im Stadion spielen, weil Rugby spielt auch dafür, 500 Leute. Voilà, dafür am Ausland hast du keine Diskussion, am Ausland wird alles gemacht für die nationale Equipe. Wieder das davon, dann dürfen. Ich weiß nicht von der Föderation, weil die Föderation ist ganz viel. Ich weiß von der Politik, die immer dann groß wird, dann wollen wir nicht kein Faktor kommen. Ich bin froh, dann keine Kritik, das ist eine Tatsache. Ich bin froh, dass die Föderation weiter wann men Info stimmen, wo Schottland 35.000 gratis Billionen im Niveau verdeelt, dat sie dann eng Idee die Kind opgreifen. Ja, also wenn man die Aussage von dir basieren, dass Schottland 35.000 gratis Billionen rausgeben sind, von Medienlogifen proportionell auch machen bei uns, dann mit Kindern machen, theoretisch, mit dann erst einmal den Cashpunkt da und dann hätte man also da wäre der Cashpunkt noch mehr groß wie ihn eigentlich schon ist. Natürlich, das will man gerne so viele Leute am Stadion wie es nicht geht. Aber dann klar sind wir froh, wenn wir eben in das Stadion mit Meierich oder wenn das nach Armenien zu Bergen der Fall wäre, wenn wir die voll kriegen, wenn wir eine Atmosphäre generieren können, wo als nationale Kipp eben auch die Unterstützung kriegt, die so verdenkt, und nicht nur an einem großen Stadt Luxemburg innergeht, wo dann das Stadion noch auf den Fernsehbildern plakisch ausgeseit und das dann so nicht einen negativen Abfluss wird wie einen positiven. So ist eine Frage.